In Israel, in der Pluga Gduta Avoda in Jerusalem, neunt zum Rotesbarer Monastir, haben sich besetzt in die unib 20er Jahren die Erstgekommene von Lite, Englisch und Mädlich zu bauen dem jüdischen Hischef in Eretz Israel. Zwischen sie ist gewesen euch das Cheinevdeke Mädel Schirke, wo es die Chalutzim haben hier in Gichen Zigetel dem Zunamen Schirke der Erzähler. Wer weiß, wie es wohl sich weggedreht ihr Leben, aber schon in etlichen Jahren, in 1929, hat sie sich gelost verführen und zusammen mit anderen gewesenen Gdudnikes Berosch mit Mendel Elkin auf der Schiff Krim umgekommen in Rattenverband. Das Mal schon zu bauen ein freies Leben nicht nur für Iden, nur für alle Völker. Die jüdische Kommune in Krim, wo man die jungen Enthusiasten gebracht, hat Tage geheißen so, Voja Nova, neue Leben, anumen nicht in Jiddisch, nicht in Hebräisch, nicht in Russisch, nur in Esperanto, eine geeinigte Sprache für alle Völker in der Welt, Voja Nova. Abgelebt ein Leben in Moskau macht Shiri Gorshman in die Sof 80er ihr zweite Aliyah in Eretz Israel. Und schon dort, wie eine reife jüdische Schreiberin, schafft sie und lässt daraus ihre letzten Bücher. Wird einer sagen, also ist beschert gewesen. Wird sagen ein zweiter, es ist gewesen als eine Zeit. Also ist ja so, aber seit der Geurl und seit der Zeit, haben gemacht so, als Schirke der Erzählerin, soll werden angenommen, Davke in der jüdischen Literatur, bekannt wie Shire Gorshman. Der Schreiber Michelev hat in seinem literarischen Essay gewidmet Shire Gorshman, umgeriefen sie als Schreiberin und bald zugegeben. Das meint nicht zu verdunklen ihr künstlerischen Koech, die echte Meisterlichkeit, mit welcher ihre Werk sind geschrieben. Ihr ganzes Leben hat Shiri Gorshman erzählt das Gesehene, eingewickelt in Kleider von ihrer schreiberischen Fantasie. Es ist nicht genug zu lernen ihre Erzählungen. Es ist nicht genug, ja viele zu hören, was Shiri erzählt, allein. Man darf sie hören und sehen, wie sie erzählt. Ihre Mimik, ihre Gesten, ihre Augen, ihre Lippen. Sie spielt aus, jedes Wort. Kaum einsetzendig auf Nord, wie es pflegen einmal erzählen, sehr meisterlich, die Bobes, für sehr einiglich. Sie lebte Sibir auf Snai, Mamoschesdik, mit der verurteilten Wissen, als das Leben ist doch nicht kein Literatur, ich kein Pintele, kann man nicht überstellen. Wie jeder Künstler hebt sich der Schreiber von seinen ersten Eindrücken, übergelebt in die Kinderjahren. Von sie und zu sie hat Shiri Gorshman sich nicht einmal umgekehrt in ihrer Literatur. Von jenen weiten Kinderjahren hat sie ungeheuben ihre künstlerischen Ermahnungen bei meinem Begegnis mit ihr in Ashkelon, in dem kleinen Zimmer, wo sie hat ausgelebt ihre letzten Jahre. Ich bin geboren geworden im 6. Jahr in Städtele Krok. Krok ist gewesen ein Städtele wie eine Sache, andere Städtele in Lite. Ich habe nicht gehabt keine geringe Kindheit. Ich habe gehabt einen Stifter.
was ist gewesen ein Dorfsmensch. Und sagt, vielleicht kommen da viele, die sich schon gewöhnt vernachlässigt. Vielleicht rein in den Stub und sagen zu mir, Mann, Serene, komm mal raus in Geheft. Dort hast du gegeben die Gels Hober. Die Hober ist gelb und die Schleie weiß. Diese ein Hober sollst du zum Aufkleiden. Das legt sich nicht erdicken, nur mit Wörtern. Es legt sich einmal erdicken mit guter Klepp. Einmal ist der Seide reingegangen. Hat mir herausgerissen von seiner Hand und sich weggestellt gegen ihn und gesagt, Hirsche, schlag mir. Für was schlagst du von sich? Das ist doch eine gefährliche Mörderei und eine Chaserei. Und von dem Tag an bin ich geworden als Seiden mit der Boden. Der Seide hat gekannt seiner Hof. Nur hat das nicht gewesen. Und fliegt oft sagen zu der Boden. Pesse, ich weiß, was du kannst. Du willst seine Rebetzen. Nur das wird nicht sein. Das kann nicht sein. Und ist geworden ein Müller von Kaffee der Evens und Kabines. Bei den Nonte verrodete ein bisschen Pritzen und bei den litwischen Firmers, wo seine nicht gewähren stark kommen. Sonntag in der Früh vielleicht nicht mehr wegführen. Und Freitag noch warmes vielleicht wir ihn bringen. Und oftmals in einem ungeladenen Wagen mit Kohltopf. Hat gerät Jiddisch mit einem Schien, nicht mit keinem Sinn. Und vielleicht sagen zu der Boden, als du wirst sagen, merke Schienen, sie soll schreiben, ein Brief, unser Sohn in Amerika, sollst dir sagen, sie soll ein wechselnder Mensch und nicht Mensch. Sie ist gewesen, wie ich habe früher gesagt, ein Städtel wie ein Sachstädtler. Und sie ist sehr schwer und gemacht unmöglich zu reden wegen dem. Weil ich allein tracht, also ich habe viel nicht gerecht zu teuren wegen dem. Und zu der Mann und jene, wo sie gegangen vom Waggon, zu dem Ort, was man sie gewiesen hat, da wird sein Abort. Und das sind nicht gewähnt kein Wort. Alle wissen, wo das sie gewähnt. In ein Tier ist man reingegangen und von der anderen Tier hat man schon rausgeworfen, Teute Guffin. Reden wegen dem ist gemacht unmöglich. Und der Städtel ist noch gewähnt Städtel. A gewisse 10 Jahre. Und die Bauernfläche war ein größer Gebetbreit. Und es wird sein 12 Level breit. Oder mehr, oder winziger. Ich denke schon nicht, dass ich klar bin. Aber ich denke klar, an der Seite fliegt da reingehen noch Schachres. Eben, dass sie gewähren Winter, unsere Rabatten gewähren keine übrige Zeit im Westmännisch. Und er sagt, vielleicht der Sehen, der Boden, wie sie steht beim Tisch, bei der Lebler breit, vielleicht der Sonnen.
Bese, mein Weib, was ist mit dir der Mehr? Ich bin aber Kimmelsmedrisch, bist du geschlagen bei der Leblerbreit? Bin gekommen von der Smedrisch, stehst du doch aus bei der Leblerbreit. Mit der rechten Hand untergesparte Back. Was markierst du? Was willst du da spielen? Ich kann dir sagen, unser Schochente Karamoschke ist der Kagoye, also weiß zu ihr. Nur so hat er eine Stunde mit Schicksal und Schkotzunach. Alle mit weißen Herrlach und durch die Herrlach setzen die Häute vom Käppel. Alle mit großen Beichlach und alle mit krummen Fisch. Und der halben Lebler breit ist dort nach Feinzorn. Ich sehe, du bist nicht Masken. Ich will alleine wegdrehen. Ihr Speiser ist beeisig dem Kretschmer in Kretschmer. Und trinkt dort neben diesem Chabet, weil in Keschene pfeift bei ihm der Wind. Besser, haben wir mit Karamoischkechen unterhalten, Leblach. Etliche Quasmacher, ich sage, ich will kein Gräser nicht Gideste, und sie weiß ganz gut, als Pässe Back durchstück bleibt. Ein halben Leben. Schmul und Schuster, ich doch nicht ausschreien. Bei ihm machen ein Bries, ist ein sehr geringer, wie zuklappen an der Brücke. Ein Level breit. Und die übrige, die ich will verstehen. Und sei nicht, dass sie verhungert. In Städtel noch so immer getan zu nicht, kann ich nicht sagen. Nur seinen Gewinner so immer, was soll man so getan. Und die Städtel ist gewesen ein langes Gras und von beiden Seiten Gas oder halb eingefallene Huves oder leifische Stieber. Kinderlich und ein Hore und ein Schier. Und von was hat man gelebt? Wie schlägt sagen, Chaie die Begelbäckerke. Von was soll man leben? Von Goi? Soll sie sein, Gicher der Jarib? Und soll sie kommen zu vorn? Wird man verkaufen, die Beigel, wo seinen Ausgebacken geworden, mit 4 Jahren zurück. Der Worden sollen sie werden. Und noch solche Sachen. Und noch solche Reden. Wenn es Kopf und gekannt reinfallen am Machschrowe, als die Goyim, die Schreinim, während tun das, was sie getan in 41. Jahr, getan ganz gut, Rayel. Und mein Bruder hat weggehaget Karamoischke Sohn. Nicht mit kein Bix, mit Willes, der Stochen. Dank die Hände gewaschen, was der See dort niederlebt, das zusammen. Und die Baba ich nicht. Von 73. bis 83. bin ich gefahren in Städtel. Der litwische Schreiber vielleicht mir helfen. Und ich komme zu dem Ort, wo es liegen nicht nur meine Krokeriden, nur jeden von der Sachstädtler. Von Beisedolle,
von Grinkeschick, von Datnewe. Und ich bin gewinn äußer sich. Wenn ich hab gesehen, als bei dem Ort steht der Goy mit der Goye, kostet und sie nimmt zunächst mit der Grable die Hei. Ich hab nicht gekannt auf dem Gucken und ich hab durchgespreist, die stechendige Draht, wo sie schon gelegen auf der Erde. Und ich bin rein auf dem Ort, wo es einen gewähren, die Quoren, die Grieber, wo es um Massachzeit geordnet. Also als die Einwohner von dem Dörfel, von Pustinke, seien weg. Nicht alle, aber eine Sache. Das ist gewähren unmöglich zu sein. Und das ist der Sof von einem Städtel. Mein Bobbe ist nicht gewinnt kein größer Balrachmonas. Und als ich verkneten zu 12 Jahren diese schwarze Breit, ist das sehr eine große Arbeit und sie schwer zu kneten. Vielleicht sie zugehen, aber pressen die Teig von meinen Händen und mir sagen, als solche Hände darf man ausbrechen und geben die Füße zu spielen. Ich habe mich schon angehört, ein Stück Fantasie, weil ich habe sich vorgestellt, als sie wird auch so tun, wie sie sagt. Und das ist eine Sache wohl, gewinn Winter oder Herbstzeit. Der Seide vielleicht kommen von des Mädels, vielleicht dazugehen und sagen, was weinst du? Vielleicht ich ihm sagen, von was weint. Vielleicht hat man sehr fein Dresden, Narale. Du meinst, da kann sie wieder ausbrechen, die Hände. Da sagt sie doch noch. Sie wird nicht ausbrechen, die Hände. Hab gar kein Zahn nicht. Ach, kurz der Ruf. Und ach, kurz dem, was hat mir zugesagt. Und es gewinnt ein Brandberge. Und hat alles getan. Und ich bin gewachsen in große Schritte, weil es gewinnt 2 Behemes und ein Gurt mit Eifes, a viele Paves, wo es der Seide hat gebracht von der Poritz. Und das ist gewinnt ein Wunder für den ganzen Städtel. Alle gekommen sind die Paves. Und Rebice, der Geborlehrer, der geborene Lame, das vielleicht man sagen, vielleicht sagen zu der Boden, du vermachst sie mit, sie gehen mal bei sich, sie seien doch sehr schön, sie sind sehr nicht zu gucken. Ach, gut, die alle Sachen ist die Bobe gewesen an Farberke. Und so hat die gekannt, kein Zurück und kein Aleph. Und sie versteht sich nicht verschrieben. Was für eine Farbe sie davor für der Goye und für einen anderen Goye. Und es vielleicht treffen, also vielleicht vermeiden. Die Goye, was hat gestellt, sie soll farben auf grün und so gefarben Bordeaux oder schwarz. Vielleicht sein ein größer Geschrei. Und die Goyes weinen. Und die Bobbe vielleicht nehmen die Goye, wo vielleicht weinen mehr von allem, öffnen die Tiere und sie erwarten von Brücke. Ich will das Seide gewinnen in Stub, vielleicht er sagen, Pässe, mein Weib. Hobracht man es auf sich und auf mir. Du wirst mit deinem Teit nicht sterben. Vielleicht die Bobbe sagen, da weg von meiner Ecke. Sie will nicht sterben in seiner Teit. Kurz war nicht leben. Nur nicht so ist mit Kuhn geworden. Als Sachen sei seinen Tag gestorben mit seiner Zeit. Und als Sachen sei umgehargert ihn.
Und das ganze Vermögen geblieben bei sich. Und seien die Kindstädtel. Und in 80er Jahren bin ich hereingegangen im Bett nach Trunk, bei Stasken, und auf dem Tisch gestanden eine silberne Salzwestele. Und sie gewesen umgeschrieben, Koscherle Pesach. Der Seide ist gewesen am Mesekteif. Kein Flieger von Wand, wie man sagt, oder kein nicht weggetrieben. Und sie gewesen eine Sache, es aufzustehen, wenn der Seide fliegt weg und niederbogen. Fliegt darauf, reißende Koldre. Fliegt sich von Beisern wie die Bobbe. Fliegt in Sorgen wie die Bobbe nie es reit. Aufzustinken in Gelegger, sich in Zeit aufzustehen. Die Sonne ist ja sehr hoch. Fliegt auf Gier, wie Häusern und von Gelegger, und die Häsler, und das Kleidele, die Schirrungssocken, mit seinem verhordeter Hand, da ist was um zu. Und das gewinnt nicht sehr gut, weil in seiner Hand fleckt mir ratzende Backen. Und in seiner Augen fleckt sind solche Schöne und solche freiliche Menschlich. Und als ich fleckt sie seine Ungetor, fleckt mir nehmen für ein Händel und ausführen vom Stub. Und ich soll schon wissen, wo geht. Noch einmal habe ich gesehen, dass geht nicht zum Wald, für meine alten Messele. Geht gar zu den Kornfeldern, zu den Litwischen. Und allemal kehrt sich zu mir und schreit auf mir, Gicher, Gicher, schlaf nicht, guck auf den Himmel. Auf den Himmel ist gewesen ein wunderschönes Wunder. Worum in jener Zeit, ich habe das nicht gewusst, dass das ist Misrach. Ist in jener Zeit, wo sie gewinnt Misrach, hat sie gespreit als ein lichtiger Podelek. Und vom Podelek heraus sie durchgestochen als solche lichtige Hölzlach, wo sie alles beleuchtet. Und der Seide vielleicht sagen, Gicher, Gicher, Gicher. Nur es vielleicht euch treffen, als vielleicht darauf werfen, der Marmel von Kapotte, verkaschern der Armel von Hemd, und sich wegstellen, Davnen, aber das sind nicht gewinnt in Davnen. Ich vielleicht nicht verstehen, wer so ein Retter sei zu Hashem Yisborach, wie zu der Proben. Hör sich aus, was sich über dir beten. Das, was ich bete alle Jahre. Kein Sach will ich nicht von dir. Ich will von dir sehr knapp. In meinen Gesprochen sollen keine Gieden nicht sein. Meine Kindskinder sollen sich nicht buchen für der grobe Kirche. Sie sollen für den kein Schunderherz nicht haben. Und noch solche Wörter. Und nicht vergehören und nicht verstehen und sehr verwundert gucken auf seine Hand. Warum die Hand ist gewinn übergewickelt mit der Zure. Ist sie gewinn schwarz-weiß. Ich bin allem umgegangen im Boot mit den Seiden. Nicht bis Jahr 8. Bis hat gesagt zu der Boden, mehr nehme ich nicht im Boot. Hat der Boden gesagt, was sie dir getan? Hat gesagt, sie hat gar nicht getan. Sie hat gefragt, wo sie noch dem Bäcker, anders wie bei ihr. Verstehst du schon allein besser, als mörderlich im Boot nicht nehmen. Und jetzt ist gewinn ein Mann, Kungicher und Tuserkungicher, weil die Bobisch aufgestanden.
Und gehen dich zurück zum Städtel. Oder seid ihr gesagt, jetzt da guck auf den Himmel. In jener Zeit, wo es ist Misrach. Und ich habe nicht gewusst, dass es Misrach. Ich sitze da gewähren nicht kein Podelek, nur ein größer Plein, aber leichter. Mit solchen stechenden langen Strahlen, wo es gegriegt zu jeder Gräsel, zu jeder Blättel, und versteht sich zu mir euch. Und als wir sind gekommen in den Stub, ist die Bobbe schon gewesen fertig. Die Verzehlke verspitzt Kopf, die Euringlach hängen, Keiler dicke Reiflach. Und der Seide wie allemal, wie sein Steiker ist. Besse, mein Weib, a gut Morgen zu dir. Sag uns, was wirst du uns, etwas wechseln auf dem Tisch. A guten Morgen, dir, mein Land, gesund sollst du sein. Es kommt die Minute, da die Belbost da auf dem Deckel und weisen, was bei ihren Käschel tut sich. Und sie bringen das Käschel und sie gießt euch in die wilche Schießelach, dem Seid nach Schießele, mit Arbesen trifft man gleich. Sie Schießele, mit Arbesen trifft man gleich. Und mir als Schießele, mit Arbesen trifft man gleich. Und als mir Stopp, sagt man etliche Wörter von Schuhe Deichen, und jeder tut sich seine Arbeit. Für mir ist gewähnt Sommerarbeit der Steiger, und ist jetzt den Meeren weit. Du siehst das nur wachsen, Merlach. Sie seien sehr dünn. Sollst du gut achten geben. Kein Neiden darf ich dir nicht entfliehen. Die Merlach seien dünn und die Gräser seien Gräber. Soll kein Merle nicht sein, die Wild groß. Und eben so hat Norden getreißelt, die Wild groß, und so hat gefunden, etliche Merlach, hat sie gesagt, a Neusbringerke, a Gordicht, a Feulerke, nicht kein Teuren, kein Berger und kein Mensch wird von mir nicht sein. Aponimas ist gewinn gerecht, nur nicht im Ganzen. Und von deswegen hat der Geurl gewollt, als Davkin Krim sollen sich treffen die zwei einsame schafferische Naturen, Schire und Mendel Gorschmann. Und die Zeit hat gemacht so, als beide Seere Schaffungen sollen sich überflechten in ein Ganzkeit. Hat realistisch geschildert die Wirklichkeit mit Sandpinsel und sie mit ihr Pen. Darüber, wenn wir reden wegen Schire Gorschmann, kann es nicht getun werden, abgerissen von Mendel Gorschmanns Bilder. Kimat als, was Schire Gorschmann hat umgeschrieben, hat sie es früher getun in ihr Meuch, von nun bis ins Sof, und erst danach, Wort bei Wort, ist herübergetragen auf Papier. Ihr Prose ist herab von ihr Spitzzing. Ihre Bücher sind in Klangen, wo es gefunden sehr mocken Miklet in die vierkantige jüdische Oasis. Es ist da ein jüdisch Wörtel, wie kommt die Katze beim Wasser. Es ist eine schwere Sache für die Katze. Wie komme ich zu Mendel Gorschmann? Das ist doch manchmal ein Nest. Als bin gekommen, eine Gruppe Künstler, Kinder Janova, wo Mendel Elkin hat gewählt, ist bei einer jüdischen Kommune.
und man hat ihn nebach zugenommen, bis reintigen Tag. Und ich reite rein mit meinen Worten, das ist aber so der Meise in der Meise. Wie komme ich zu Morgen? Hier gehen wir also noch einen dritten Gemelk. Und ich sehe, als auf dem Ort, wo es ist in Stepp gar nicht gewesen, ist es sehr schwarz und dunkel und es sehr Sach. Bewegungen, ihr geht zueinander, sehe ich als dort in herumgezäumt mit Stacheldraht, ohne Schirrpferd. Und die Pferde ist sehr rein. Sie können sich nicht zusparen zu die Stacheldraht. Der Pfarr sei dann ein Sachpferd, mit die federste Fies auf die Pferd, wo stehen Pfarr sei. Ich komme zu gehen in Kommune und ich erzähle es dem Sekretär von Parteikämmerung, als ein jüdischer Bocher, Babrov, und ich bin sicher, als weiß, was Zarbelchayim ist. Guckt auf mir, wie ein Honig Neodam, und sagt, was dich, da seien doch Kolatz gefährdet. Was redest du? Was tut sich mit dir? Pferd seien doch keines nicht. Mir hat sie vermacht und mir gibt es nicht kein Essen und kein Trinken. So hat sich ausgelassen, sehr, wie es darf sein. Wenn ich bin auf morgen in der Früh gekommen und hat Wirt jetzt hat mir gegeben an Erinnerung und geschleppt Wasser von den Pferden, seien dort kein Pferd nicht gewesen. Die Stacheldrahte gelegen auf der Erde, kein Pferd sei nicht gewesen, nur ich auf der Erde, bis am Ende klung, als am Rasch, wie ihnen so wohl zugekehrt. Und ich habe so gut eingeguckt und bin gesehen, als dort beim Samme-Eck, wo die Stacheldraht liegt auf der Erde, liegt ein ausgezeugenes Pferd und scharrt mit dem Hals die Erde. Ihm habe ich gegeben das Wasser. Hat das in sich hereingeordnet, nicht ausgetrunken. Und ich habe genommen zu ihm gehen. Und das ist geworden mein Pferd. Ich habe mir nun gegeben Borch. Und auf dem Pferd bin ich das hereingeritten, jeden Frühmorgen in Kommune, und derselben, der modernen gesellten Menschen, nicht nur das Gesellige werden andere, seine alle Gepäck, seine durchgewehen als eine, was ich auch keinem gesehen. Etwas vierkantige, platschige Sachen, eingenähte in Säck, und etwas steckende Räuchvernähte in Säck, und sie allein sind etwas sehr, sehr modern getan. Sie sind ganz nicht ausgeputzt, sehr einfach umgetan. Allerlei, einer mit sehr großem Haus, mit sehr Sachhoch. Später aber so der Muster, das ist der gute, schöne Künstler Meier-Axelrod, was ist gewesen, Mendel Gorschmanns größer Chaber. Und seinen gewesen Jove Sedin, ein schwarzer Brucher, ein brennendiger, mit solchen Finkeln die Gegend, was ist umgekommen auf den Front. Und noch eine Freude, und lebender Freude, steht ein schwarzhäutiger junger Mann mit der Jarmulke auf dem Kopf. Und ich habe beschlossen, ich weiß nicht für was, als die Freude sein Weib.
Und also wie ich bin gewesen der Vorsitzender von der Kulturkommission in der Kommune Wojanova, ob ich mit sie gehabt, gewisse Beziehungen. Ich habe sie gesagt, dass sie soll sich nicht länger schlafen in die Stieber, weil in die Betten seiner Massach werden wanzen. Sollen sie etwas sprechen auf die Stricken, hey, und dahin zu sich länger schlafen. Und auf morgen habe ich erst gesehen, wo sie tun. Der Schatzheinendicker ist gesessen in die Silosturms. Und ich habe gesehen, wie malt. Und das ist gewesen etwas so unwahrhaftig und so schön. Ich habe auf den geguckt und ich bin gewesen äußer sich, auf einem kleinen Schettach, auf einem Begele Papier, hat gemacht am Himmel und hat gemacht Pferd und hat gemacht einen Bogen. Und mit dem Mal hat sich ausgekehrt zu mir und gesagt, ihr steht die ganze Zeit, also ich stehe, es gefällt euch, was ich tue. Ich weiß nicht, wie das ruft sich, nur es gefällt mir greilich. Ich sehe, dass ihr seid sehr ein größer Handarbeiter. Also, das gefällt euch. Bekitzer, der Künstler, da viele zu kommen in den Stall. Und ich bin doch gewinn, aber nur der Kollektivisation von 500 Beheimers. Ich habe gearbeitet von Beginn bis bei Nacht. Sie sind gegangen dazu, ich habe erstellt für ihn ein paar Waffenhäusen mit der Wagnik. Und er fragt mir helfen dort äußern in den Stall. Ich habe doch nicht gewusst. Als Isabelle Boste ist mir ein Direktor von den Beheimers. Ich habe alles getan, was mir gedacht. Und als hat mir gesagt, dass solche Sachen, was hat mir Mama schon rausgebracht von sich, und ich habe ihm gesagt, hat Zeichung, nehmt sich in die Hand, aber was darf ihr das? Wer eine Tate von fremden Kindern, ihr habt das ein teuren Loch in eurer Hand. Ihr seid sehr gut behabend in eurer Arbeit. Aber was darf ihr das? Ich gedenke nicht zu den Sohlen, von dem noch gerät zu mir. Nur auf morgen ist wieder zu mir zugegangen. Nur der Wetschere. Und hat mir gesagt, als will sich mit mir durchgehen. Sag durchgehen? Für was nicht? Als ein schöner Mannsbild. Als ein Schwarzheinendicker. Mit solchen schönen schwarzen Augen. Ich hab schon gesehen, schwarze Augen. Nur als solch hab ich noch nie gesehen. Mit so Schmeichel, mit so stillen Kopf. Gehen so durch den Stepp. Und sagt mir wieder wegen jener Sachen und ich sage ihm wieder das, was ich schon gesagt habe. Ihr darf das nicht. Das ist nicht für euch. Ihr sollt wissen sein, als ihr bin von den Menschen, was haben Liebjäuscher und Freiheit nicht nur für sich. Ihr sagt euch, ihr sollt vergessen, wenn der Ruf auf viele Eibir bin gefallen geworden. Das steht für euch nicht. Und das darf nicht geschehen. Und tut mir ein Teufel retten mit mir nicht. Auf morgen ist in den Stall gekommen. Dann warte ich mit den Watower Häsen, aber gefunden auf eine Kortke, auf eine Karmuschke mit Streh. Nun, nein, ist nicht. Ich hab doch in Sinnen gar nicht gehabt. Ach, gut soll durchgehen,
Rutschen Kommune, aber sie gekannt anstoßen auf solche Sachen. Sein Gewinn Ballonen. Sie gewinnt also Segal, was hat die Mutter gesagt. Wo spielst du sich in Niederlach? Bist du Mama von Kindern, wo man sich durchgehen, die Sterne fallen. Ihr gedenkt, was haben gesagt, den Ganzen. Nur eins gedenke gut. Und als ich dir folgen, und ich gehe mit dir, werden die Sterne mehr nicht fallen. Was tut sich mit dir? Und ist weggefahren mit dem, was ist gekommen. Und ich sehe zu mich melken bei und schleift durch so ein Tabatschnik mit der Büchel in Hand. Und sie sagt, guck sich ein, was der Chodoschnik hat dir gelassen. Hat das gefunden bei dir unter den Kischen. Ich habe noch Benzl kein Russisch nie gekannt. Ein bisschen. Aber ich habe gekannt, überlegen, dass sie so geschrieben dort, akkreditiv. Und sie ist angeschrieben 5 mit 2 Nullen. Sag ich zu sorgen, warum hast du das genommen? Ich wollte sie legen, dort muss sie gelegen. Wie hast du das genommen? Und in ein paar Tage herum, wenn er mit gefahren, sich abbrechen mit der Milch, in die Blattspital in Sake, habe ich mitgenommen das Büchle. Und der Direktor von der Blutheilung, der mir gendigt alle Arbeit, hat gesagt, was seid ihr also versorgt? Er hat geredet Russisch, aber ich habe alles verstanden. Ich bin versorgt, weil guckt sich ein, was ein Mensch hat mir gelassen. Und der Mensch ist mir nicht Mond. Und ich weiß nicht, wie das abzuschicken. Sagt er hat seine Adresse, hat er? Ich hab. Und ich stehe weiter, sagt er, wo sie steht, hier kommt auf Post. Sag ich ihm, wie will er das abschicken? Ich hab doch nicht kein Geld. In Kommune hat jemand kein Geld. Sagt er, das in Arschkeiten. Hab weggegangen und hab geschickt dem Akkreditiv. Sie ist weggegangen, 2 Wochen zu Wittler, ich denke doch nicht. Ich kriege einen Brief, einen schrecklichen, einen Fall zu unseren gekannt richten, nur auf einen Stein im Kopf. Wie tut man das als eine Sache? Ihr habt ihn gewollt nehmen, oder ihr könnt nicht nehmen. Was ist denn das da reingetrunken in Kinderheim? Wir wollen gekauft Schirrlach für die Kinder. Und Jackerlach. Und für sich wollte er gemerkt, geht für sich. Sie ist ein Schneekaffengas und mir geht noch alles Mordes. Wie tut man das als eine Sache? Das heißt, dass ihr rechnet, dass nur ihr seid der Mensch. Und wer sind die Menschen nicht auch? Ihr habt ein größten Teures. Also tut man nicht. Jetzt sollte warten auf mich. Ich hab da gemacht eine Bestellung und ich hab gekriegt nicht gegen 500, noch 5000 Rubel. Und in 2 Wochen herum komme ich in die Kommune. Das ist schon gewesen, so für 31. Jahr. Hier gehe ich herum wie zermischt. Was wird sein mit mir und was will ich tun? Und wie kommen wir bald zu den Sachen? In Städten habe ich nicht gesehen, keine Skulpturen mit keinen angemalten Sachen. Und ich habe nie gewusst, wie mir ruft das. Und ich habe gewusst, wie das wird gemacht. Aber ist in 2 Wochen herumgekommen. Und hat sich nicht gefreut, zu nehmen Schachne Goldzing und Beiser Beckmann und gekommen mit sehr hinzu, wo man hat gemalt die Keh. Und zu mir gesagt, mir könnt ihr sagen, was ihr wollt. Nur mit uns, mit allem wird ihr gehen in Dorfsrat.
Und dort will mir sich verschreiben. Das gefällt euch ja, das gefällt euch nicht, nur ich sage so und so wird sein. Ich soll sagen, nach dabei abgelegt, kann ich nicht sagen. Also bin ich weg mit dem, mit Peisachen und mit Schachne Goldzinn im Dorfschrat und dort hat man gemacht den Verschreiberts. Und in einer Woche herum bin ich mit meinen 3 Mädchen weggefahren mit Gorschwannen in Moskau.